Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ja, wir marschieren jetzt wieder zurück, damit wir dem tolle Dragomir seine Armbrust geben können. Aber wie gesagt, es tut mir teilweise echt leid. Die letzten paar Folgen waren ja wirklich nur rein in der Wildnis rumrennen und einfach mal ein bisschen erforschen. Klar, zum Ende haben wir es gebraucht, damit wir auch mal ein bisschen aufleveln können. Aber unsere Lernpunkte sind ja so schnell weg, wie man gar nicht gucken kann. Ich dir trotzdem sage, wenn wir wieder zurück in Khorinis sind, gucken wir, dass wir uns der Blutkelch-Aufgabe widmen. Und theoretisch könnten wir uns ja jetzt auch der Miliz schon anschließen, was vielleicht auch gar nicht mehr so verkehrt wäre. Weil Miliz bietet auf jeden Fall schon mal bessere Rüstung. Ich wollte nur bei Ona erstmal reingucken, bevor ich Milizionär bin. Sonst heißt es dann, aha, so, feiner Milizionär, allein hier, hä? Typen wie dich können wir nicht besonders leiden. Und das wollte ich nicht gleich am Anfang schon haben. Deswegen einfach mal neutral das Ganze zeigen. Ins Kloster können wir sowieso nicht. Das Kloster ist, wie soll ich sagen, das Kloster ist, nur wenn ich mich entscheide, Magier zu werden, muss ich bei Onas Bauernhof dann eine Schaf kaufen. Und muss dann mit dem Vieh und ich glaube 500 oder 1000 Goldstücke an Eintrittsgeld muss ich dann ins Kloster rein. Und so kann ich dann als Novize reingehen, wenn ich mich im Kloster anschließe. Oder ich gehe halt später im Auftrag von der Miliz oder von der Paladine, beziehungsweise auch im Auftrag von Onas Leute. Weiß ich gar nicht, wie das so abläuft, aber auf jeden Fall komme ich auch so, wenn ich mich der andere Fraktion anschließe, dort hier. Die Söldner bzw. Drachetöter später sehen natürlich Milizionäre bzw. Paladine nicht gerade so besonders gern, kann man sich ja vorstellen. Aber mit dem Kloster bin ich dafür umso stärker im Bunde. Wenn ich mich das Söldner bzw. Drachetöter anschließe, dann, oder Drachejäger anschließe, dann bin ich bei sowohl Kloster als auch bei der Miliz und bei der Paladine nicht gerade so gern gesehen. Und als Klostertyp bin ich eigentlich sowohl bei Söldner als auch bei Paladine relativ in, sagen wir mal, in A-Seher. Die Söldner halten natürlich jetzt nicht so viel von so einem feinen Magier in seinem Röckchen, aber bei weitem nicht so schlimm, wie wenn ich jetzt als Paladin aufkreuze oder als Milizionär aufkreuze. Die sehen die nicht so gern. So, Kerl, jetzt ist es soweit. Jetzt kann ich dir endlich dein dappische Armbrust geben. Das nur, weil ich den Typ arg geschwätzt habe. Hier. Hier. Ich habe deine Armbrust gefunden. Das ist tatsächlich meine. Sag nicht, du bist oben bei dem Steinkreis gewesen. Oh doch. Und ob. Ganz schön leichtsinnig. Wie auch immer. Ich danke dir. Ich werde dir diese Tat natürlich belohnen. Ich hoffe, das ist genug. 150 Gold ist nicht schlecht. Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe, musst du erstmal geschickter werden. Okay. Beibringen kann er uns erstmal nix. Das heißt, der wird uns auch nichts über Trophäe beibringen können. Ala hopp. Gut, jetzt sind wir wieder in einigermaßen zivilisierte Gefilde hier und in der absolute Pampa dort draußen. Also da weiß man dann definitiv wieder solche Strecke hier zu schätzen, würde ich sagen. Was ich aber gebrauchen kann, ist endlich von den paar Fackeln, die ich hier auch noch gefunden habe. Na, wo sind sie dann, die ganzen Fackeln? Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Dodo. So, da sind sie. So, da holen wir uns mal so Fackel und gehen jetzt wieder Richtung Großbauernhof. Mann, das ist da wieder so ewiges Gerenne. Ich bin auch froh, wenn ich später wieder die Teleport-Rune habe. Wer bei mir Gothic Ends gesehen hat, der weiß ja auch, dass es da dann im Verlauf Teleport-Rune gab. Die wird es auch hier bei Gothic 2 wieder geben. Und ich bin definitiv froh, wenn ich das Zeug habe. So. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Derzeit habe ich um die 1000 Goldstücke, 968. Wenn ich dann noch meine Schwerterkruscht verkaufe an Harad, dann habe ich auf jeden Fall genug Gold parat, um mir auch die schwere Milizrüstung zu kaufen. So, glaube ich zumindest. Weil die kostet schon einiges. 2000 oder sowas um den Dreh könnte es sein. Oder 1500. So, hier habe ich ja die ganze Feldreihe jetzt schon niedergemacht. Die Lurker an dem kleinen Tümpel, die lassen wir mal Lurker sein, an der Pitch. Pitch ist auf Pelzig übrigens Pfütze, falls ihr das nicht wisst.
Wie gesagt, lassen wir das Vieh einfach mal an der Pitch, oder lassen wir die Viecher an der Pitch jetzt erstmal Viecher sei und ich mag hier eh nur zu dem Jäger, zu dem Brom oder wie der heißt. Warte mal, halt mal eine Gaula. Ich glaube, da oben war vielleicht sogar noch irgendwas Nützliches. Machen wir mal hier die Yankee 2. Kann das sein, dass da oben noch irgendwas Interessantes auf uns gewartet hat? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Nee, okay. Gut, dann war das wieder nur irgend so Hirngespinst von mir, aber ich habe mich zu erinnern geglaubt, dass hier auch noch irgendwas wäre, irgendein Trank oder sowas, aber na gut. Von den attributssteigernden Tränke könnte ich definitiv jede Menge gebrauchen. Das wäre nicht schlecht. So. Ich lasse mich jetzt aber auch erstmal nicht hier verführen, zu den Banditen oder Overheat zu gehen. Wobei, es ist der Anfang von einer Episode. Aber nee, ich habe schon so viel anderes Zeug versprochen. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Das machen wir, wenn wir Milizionär sind. So. Bring mir das Jagen bei. Was Genau. willst du lernen? Was will ich dann lernen? Herzen nehmen, Horn des Schattenläufers. Achso, Zähne reißen kostet 8. Okay, dann kostet 8 Reihe. Machen wir erstmal Herzen nehmen. Ein Herz entfernst du dem Tier mit einem gekonnten Schnitt in die Brust. Lohnt sich aber häufig nur bei besonderen Tieren oder magischen Wesen. So. Gut, dann habe ich noch N-Stärke-Punkt frei. N-Lernpunkt frei, dann investiere ich doch glatt in Stärke. Wenn schon, denn schon. Dann will ich nämlich sagen, ich petz mal Drachewurzelrei. Und dann bin ich nämlich schon in der Lage. Zack, Stärke plus 1. Dann lernen wir jetzt von Torloff noch Ämul Stärke. Und dann sind wir in der Lage, das nächste bessere Waffe, das nächst bessere Schwert zu benutzen. So. Da ich sowieso kein Alchemie-Typ bin, kann ich sowas auch mal zwischendurch wagen. Ich bin mir nämlich sicher, ob es im Kloster jemand gibt, der die Tränke für ihn braut, wenn man ihm die Zutaten bringt. Aber ich brauche sowieso Kronstöckel dafür. Insofern, ohne Kronstöckel kann ich so viel Drachewurzel haben, wie ich will. Es bringt mir trotzdem keinen Stärketrank. So, Torloff. Hier. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ich weiß gar nicht, warum er sich so Hier. aufregt. Ich bin ganz Gut. Gut. Da kann man sich nicht drauf verlassen. So, lassen wir mal. Und dann kann ich jetzt auch das nächst bessere Ding ausrüsten. Hier mit 25 Stärke mache ich jetzt 50 Schaden. Das ist schon mal gut. Das nächst bessere wären dann so die Dinger, die ich selber so herstellen kann. Aber du musst noch viel passieren. Cypher, den kennen wir auch noch. Wie sieht's aus? War das der mit dem Paket? Kenne ich dich nicht irgendwoher? Natürlich kennen wir uns. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Stimmt, der war das, der mir das Paket gibt. Immer wieder das. So. Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Das Minenkolonie Krautpaket. mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal ein. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Okay. Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Dann. Zeig mir deine Ware. Ich habe zurzeit kein Sumpfkraut. Okay, aber er hat anderes Zeug. Naja. Bringt mir aber nichts, was er da hat. So. Dann kümmere ich mich mal um den Bodo Bach. Wir haben es jetzt 21:41 Uhr. Was ist denn der Hansel? Bodo. Verdammt! Hier steckt er gerade nicht. Muss ich mir den Kerl woanders suchen. Da sitzt gerade Wolf rum. Wo ist dann Bodo? Könnte auch sein, dass der Typ gerade auf dem Feld ist. Der Bauer Dorum. Ist der noch auf dem Feld? Kann das sein? Ich glaube es aber eher nicht. Ah, du hast noch ein paar auf dem Feld, tatsächlich.
Ist er da eventuell dabei, der Typ? Gucken wir doch mal. Bäuerin und Bauer. Und nee, das sieht eher aus, als wären das die Bauern von Seekorpshof. Da müssen die Bauern von Onashof wahrscheinlich irgendwo auf dem Grundstück sein. Okay. Um die Sache kümmere ich mich jetzt auf jeden Fall an einmal. Weil ich glaube, da geht es wirklich um dieses Krautpaket. Muss ich das dann nicht in die Stadt mitnehmen? Ich weiß gar nicht, wie es genau war, weil irgendwas war doch mit Cypher, dass der mir Sumpfkraut mitgibt, was ich in die Stadt bringen muss oder aus der Stadt holen muss. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Warum er sich so aufregt daran, was er So, der Bennett, der rennt in seinem Amboss hier und her. Wo ist er dann, der schmierige Bodo? Da hockt noch ein Jarvis, den kennen wir auch noch aus der Minenkolonie. Ah, da drüber ist er, glaube ich. Bauer? Nee. Der hat nur dasselbe Zeug, ah. Ach, wo ist denn der Hansel, verdammt nochmal? Da muss man mal ganz kräftig dazwischenhauen. Muss man, ja. Vielleicht ist er hier beim Ona? Ich kann es schon gar nicht sagen. Da ist nur der Vasili, ja. Das ist er. Aber der Bodo ist nicht hier. Verdammt nochmal, wo hat sich der Mistkerl hier verzicht? Hier auf dem Hof finden wir auch nichts mehr, ne? Das sind... Klar, die schiebt jetzt wieder Wache hier. Und wo ist dann dieser dämliche Hansel? 22:13 Uhr haben wir schon. Verdammt nochmal. Oh, der hat sich hier in seinem Wasserbottich verfangen. Tja. Ich lieber die Finger. Aha, da sitzt er jo. Ärger kann ich nicht gebrauchen. Okay, hier. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen Du worden. sagst. Und? Er denkt, du hättest es genommen. Ach, deswegen glotzt der Typ mich immer so dämlich an. Das kann ja nicht ewig. Ich bin in letzter Zeit immer extra freundlich zu ihm, weil ich denke, der Typ ist echt mies drauf. Aber da war nichts zu machen. Ich mache ein freundliches Gesicht und er starrt mich an, als ob er mich umbringen wolle. Will ja keiner hören. Okay, verzählen wir das mal. Kräftig dazwischenhauen. Sag nicht, das Cypher. hab ich gewusst. Wird wohl nichts. Wo hast du das denn schon? Moment mal. War das nicht so, dass der Typ das eigentlich hat? Wir könnten es mal ausprobieren. Und hier nochmal einen Speicherpunkt anlegen. Und dann... Hier. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Ach Gott. Klingt ja noch schlimmer als Hast du was ich. damit zu tun? Okay. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Alter, was ein Trophy. Ich prügel es aus dir raus. Entspann dich. Ich Niemals. bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Hier, nimm erst mal einen tiefen Zug. Okay. So, nochmal. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Alter, ist der drauf. Offenbar ist er doch nicht so dicht, um zu kämpfen. So. Und? Komm schon her. Du druffener Typ. Hab. So. Also da ist die Synchro 8 ziemlich geil bei dem, muss ich sagen. Was weiß ich? Alter, so ein fertiger Typ. So, viel hält er allerdings nicht aus. Sein Schwert können wir auch abnehmen. Und er scheint wohl wirklich nettes Paket Sumpfkraut zu haben. Aber eventuell sagt er uns, wo es ist. So. Dann petzen wir uns noch hier den Eintopf frei, den wir da kriegt haben. Und hier noch. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Oh Gott, auf einmal kann er normal retten. Habe ich normal gekloppt oder was? So. Wo ist das Paket? Okay. Ich hab's an irgendeinen Penner in der Stadt verhökert. Es war am Hafen. Ja, Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. das war der Du brauchst Kistenchef. doch wohl nicht nochmal Schläge. Ehrlich, Mann, ich war total dicht. Hab keine Ahnung mehr, wie der Kerl aussah. Es war am Hafen in der Nähe des Bootsbauers. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Ja, ich weiß, wer es ist. Das ist der Kiste-Chef gewesen, gegen den wir so Probleme gehabt haben. Dann müssen wir erstmal ummoschen und dann können wir an die Lieferung in der Räumerer. Und da ist das Sumpfkrautpaket.
So. Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Wer? War es dieser Bodo? Nein, es war einer von den Söldnern. Dar. Dieser Dreckskerl. Wo ist er? Du kannst dir den Weg sparen, er hat das Paket nicht mehr. Er hat es in Korenis verkauft. Wo ist er? Hinterm Küchenhaus, an der Ecke. Ich mach ihn platt. Okay. Gucken wir uns mal das Spektakel hier an, noch an. Ich meine, ich habe ihn zwar auch auf die Fresse geschlagen, aber... Und hat nichts mehr dabei, dann habe ich schon geplündert. Du arme Wurst. Hast ja nicht mal Gold dabei. Warte mal, So, Cypher. du hast es da wohl ziemlich gezeigt. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, das tat gut. Ich schätze, ihm nicht so. Das geht nächste der Mal kleine werden wir Penner ja auch sehen. an meine Truhe. So. Und... Das Krautpaket. Kameradenschwein, du hast Cypher erzählt, dass ich sein Kraut genommen habe. Ich werde den Teufel tun, für dich zu stimmen. Habe ich auch gar nicht vor, du Kiffer. So. Und wenn ich das Krautpaket habe, dann gebe ich es aber auch nicht an Cypher zurück. Der denkt ja sowieso die Sache... Alter, der schwirrt die ganze Zeit immer noch an seinem Amboss rum. Cypher denkt ja sowieso, die Sache ist erledigt und in der Stadt kommt eh kein Schwein mehr dran. Würde ich mich das Söldner anschließen wollen, würde ich Cypher das Paket geben, dann würde der Typ auch für mich stimmen. Da ich mich aber der Miliz anschließen will, übergebe ich das Krautpaket dann der Miliz. Und dann kriege ich dafür nochmal einen satte Batze an Belohnung. Sodele. Dann geht es jetzt aber erstmal wieder zurück zur Stadt. Und dann können wir schon mal langsam anfangen, hier Einbrüche zu verüben. Weil wir werden auf jeden Fall noch Mitternacht ankommen. Einen Geschwindigkeitstrank habe ich leider nicht parat. Also wird es ein bisschen dauern, bis wir da ankommen. So, dann knusper ich mir hier nochmal Salat rein und dann geht's weiter. So, ich kann das jetzt sehen, wenn meine Gesundheit so schlaff ist. Sodele. Oh Mann, 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 Mann. Das ist immer ein Kruscht. So viel Episode, wie ich jetzt in der Stadt verbracht habe, so viel haben wir jetzt auch in der Wildnis verbracht. Von daher wird es jetzt echt mal höchste Eisenbahn, dass wir wieder zurück in die Stadt gehen und dort nochmal ein bisschen weiter an unsere Aufgabe fallen. Wir können jetzt auch ein paar Sachen abgeben an Quests, zum Beispiel Bromos goldene Schale. Dann können wir noch jemand gucken wegen Gedöns, wegen leere den Krug in einen Zug. Und die Lucia ist ja auch noch fort, eine von Bromors Mädels. Da können wir auch nochmal gucken, ob wir nicht eine von den Mädels nochmal ausfrochen können, wie es so aussieht, wenn wir Bromor nochmal die Sache stecken. Eventuell könnten wir auch nochmal Torben was erzählen, von wegen Elfridge oder wie der Hansel heißt, dass der mit der Dirne abkaue ist, wie er vermutet hat. Schauen wir mal, schauen wir mal. Es gibt mal wieder Möglichkeiten über Möglichkeiten. Auf jeden Fall sind wir jetzt mit Stufe 7 und ja, noch circa 3000 Erfahrungspunkte bis zu Level 8. Sind wir trotzdem in der Lage, dass wir uns der Miliz anschließen können. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch dafür, dass wir nochmal die Blutkelche-Sache machen können. Sonst irgendwas Interessantes passiert. Ich könnte hier nochmal speichern an der Stelle und könnte mal probieren. Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu klauen. Kann jetzt wahrscheinlich nicht klappen. Ja. War mir klar, dass das passiert. Mal geht's nicht. Und ich habe mit 50 oder 60 Geschicklichkeitspunkte gerade so nochmal den Grad erreicht, was heißt, es wäre einfach. Und dann kann ich es mal probieren. Schauen wir mal noch einmal. Dreckiger Dieb, na warte! Ja, das hat dann funktioniert. Probieren wir es trotzdem noch einmal. 3 Mal probiere ist in Ordnung und ansonsten wird es etwas lästig. Kommt halt wirklich viel auf den Zufall an in dem Moment. So, noch einmal. Dreckiger Dieb, na warte! Nee, okay. Gut, das war dann zu viel des Guten. Dann, ich finde es scheiße, dass bei jedem Ladevorgang hier meine Fackel wegkommt. Das ist echt doof. 23:50 Uhr. Okay, naja, da ist noch nicht angebrochen, aber ich habe es jetzt wirklich eilig. Ich möchte eigentlich jetzt wieder zurück zur Stadt und mag mich da um die Blutkelche kümmern. Damit ich da noch einen kleinen Bruch landen kann. Ich muss nämlich vorher noch zu der Taverne und muss Valentino noch den Schlüssel klauen. Und falls der dappige Richter wach ist, oder falls der blöde Richter da irgendwo noch rumschwirrt, muss ich auch dem Hansel vorher den Schlüssel klauen. So. Dumm. Bei einem Richter könnte ich aber eventuell sogar noch den Zauberschlaf verwenden.
Vergessen wir jetzt nicht so gut, weil wenn ich den niederknüppel, kommt die Wache im Richterhaus. Das ist nicht so gut, aber ich könnte ihn in Schlaf versetzen und könnte ihn so ausrauben. Das könnte ich probieren. So, dann schauen wir nochmal. Wir sind gleich wieder in der Stadt. Ist gleich soweit. Kann ich nämlich endlich ja wieder mein Proviant auffrischen. Meine Fresse. So, dann komme ich glücklicherweise auch beim richtigen Stadttor raus. Weil da kann ich dann direkt nochmal... was wollte ich? Ich wollte nicht zur Miliz. Genau, zum Wirtshaus wollte ich. Miliz lassen wir jetzt mal Miliz sein, erst einmal. Jetzt wird zuvor mal ein bisschen geplündert. So. Dann. Um die Zeit sollten die meisten brave Bürger auch schlafen. So. Hier muss ich auch von irgendeinem Milizionär, von dem Pablo, glaube ich, den Schlüssel klauen. Aber dafür brauche ich etwas mehr Geschicklichkeit. So. Da müssen wir rein. Und von diesem dämlichen Valentino brauche ich den Schlüssel. Der sitzt ja hier immer nachts und säuft sich die Hucke voll. So, Valentino. Hey. Du reicher Schnösel. Na, was bist du denn für einer? Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen runtergekommenen wie dich vermisst keiner. Was? Alter. Tja, wenn du mal so viel Gold hättest wie ich, müsstest du auch nicht arbeiten. Oh, ist das Aber so reich wirst du nie sein. Ist das ein ekliger Ich merk Schmierlappe? schon, mit dir werde ich mich noch amüsieren. Ja. So. Ich muss dir wohl mal Manieren beibringen. Macht mir nichts. Du kannst mich ruhig verprügeln. Wenn ich morgen aufstehe, wird's mir wieder gut gehen. Aber du musst mit deiner Visage ein Leben lang rumlaufen. Alter. So. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Ich bin Valentino, der Schöne. Lebenskünstler und Schürzenjäger. Gott, was ein ekliger Arm Typ. an Sorgen, reich an Weisheit und Gold. Und die Frauen liegen mir zu Füßen. Hast du Probleme? Dann halt sie fest. Ich kann sie nicht gebrauchen. Yes, es ist ein ekliger Typ. Hast du mir noch was zu sagen? Mach dich beliebt, verspreche niemandem etwas, nimm dir, was du kriegen kannst und pass auf, dass du dich nicht mit der Miliz anlegst. Oder natürlich mit eifersüchtigen Ehemännern. Die sind die schlimmsten, sag ich dir. Gott im Himmel, was ein Widerling. So. Jetzt geht's auf die Gosch. So. Jetzt geht's erstmal. Steck die Waffe weg, Warte ich Luges vor. Kerlchen. Sein Gehstock nehmen wir aber trotzdem, sowie sein Truheschlüssel und die 200 Gold. Die nehme ich auch liebend gern an. Dankeschön, du Mistkerl. Und haben genug Leute mitkriegt, wie ich dem Typ jetzt auf die Schnauze geschlagen habe. So, seinen Schlüssel habe ich auch, ohne dass ich ihn stehlen musste. Das ist natürlich sehr praktisch. Oh Mann, mein Kopf. Und Warte mal. Lass mich in Ruhe, du brutaler Mistkerl. Warte, bis Lord André davon hört. ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob Lord André davor hört. Wir könnten vergessen wirken. Und? Hey, du. So. Hast du mir noch... Lass mich in Ruhe. Noch? Hast du mir noch... Lass mich in Ruhe. Okay, gut. Yes, das allein, was ist da mit dir los, Bürger? Lass mich in Ruhe, du brutaler Mistkerl. Warte, bis Lord André davon hört. Okay. Noch einer, den ich anscheinend vergessen lassen muss. Und der hier, was sagt er jetzt? So, okay. Und der Typ auch noch. So. Lass mich in Ruhe, du Brut. Warte bis... Ja, der sagt dasselbe. Dann wird es Zeit, dass ich den Typ jetzt auch nochmal vergessen lasse. Hey. Und? So. Gut. Was ist mit euch hier? Hey. Markt? Die ist auch normal drauf. Hey. Bartok, wie sieht's mit dir aus? Bei dem ist auch alles egal. Und der hier... So. Zeig mir das. Bei dem ist auch alles gut. Okay, wunderbar. Dann habe ich den Typ jetzt mal ordentlich die Schnauze verschlagen.
Und jetzt gucken wir mal, ob die Miliz möglicherweise hier schon auf mich aufmerksam war ist oder ob Lord André auf mich aufmerksam war ist. Das möchte ich jetzt nämlich wirklich nochmal checken. 1:11 Uhr, nimm mir so viel Zeit. Wir müssen uns auf jeden Fall dummler, dass wir hier noch einbrechen können. So, desto mag ich jetzt nicht mehr auswählen. Der Vergessenszauber ist verdammt praktisch, muss ich sagen. So, Stadtwache ist egal. Könnte es sein, dass das Ganze jetzt wirklich Konsequenzen hat. Sprechen wir mal mit Lord André, ob sich der Vorfall rumgesprochen hat oder ob das nur die 3 Typen waren, die ich jetzt hab vergessen lassen, was Sache war. Lord André? Okay, cool. Hat anscheinend wirklich Konsequenzen für mich. Super. Dann geht's jetzt ab zur Oberstadt. So. Ich brauche jetzt nämlich hier den Schutz der Nacht, damit ich hier einbrechen kann. Der dappische Valentino säuft sich jetzt hier die Hucke voll, obwohl er kein Geld mehr hat. Und dann ist auch gut. Den Richter könnte ich theoretisch ausrauben. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob der Leicht- oder Kinderspiel war mit dem Taschendiebstahl. Valentino ist offensichtlich mehr als einfach gewesen, weil da habe ich die Geschicklichkeit nicht dazu gehabt. Der muss ein Schwierigkeitsgrad drüber gewesen sein. Sodela. Dann landen wir jetzt mal ein paar Brüche hier in der Stadt. Und gucken, dass wir hier die Blutkelche zusammenkriegen. Das erste könnten wir durchaus hier noch machen. Wenn der Lotta nicht hinguckt. Das ist das Haus vom Herr Gerbrand. Können wir uns mal gleich drum kümmern, dass wir hier den Typ auch noch ordentlich ausrauben. Bier. Ich meine, Haus der hat er ja noch nicht mal, der Blödmann. Dafür, dass die so reich sind, die Leute, sind die ganz schön vertrauensselig. So, den Honig kann ich mir auch noch holen. Wie gesagt, noch nicht mal der Hänser. Also wenn ich normalerweise hier wohnen würde, dann hätte ich mal der und hätte sie vor allem abgeschlossen. So, hier noch eventuell mit geheimer Raum? Nö. Okay, Herr Gerbrand ist auch derzeit nicht wach. Was haben wir dann hier? Eine Zange, ein goldener Kelch, aber kein Blutkelch. Ich glaube, der findet sich dann hier speziell. Hier nochmal speichern. Und Gerbrand und Bürgerin. Hier gucken wir mal, ob wir die Truhe aufkriegen. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links. Sehr schön. 100 Gold und ein Blutkelch. Perfekt. Sehr schön. Träumt schön. Bürger. Hier gehen wir erstmal wieder raus. Die müssen nicht unbedingt mitkriegen, dass ich überhaupt hier war. Das mit einer gammlichen Geschicklichkeit von 16. Schon nicht schlecht. Das war schon mal ein ziemlich guter Bruch, den ich hier gelandet habe. Dann geht es als nächstes zu Valentinos Haus. Uhr 55. Okay, es könnte noch irgendwie klappen. Aber ich brauche den Schlüssel von dem blöden Richter. Aber das ist auch etwas, was ich tagsüber noch machen kann. Da brauche ich einen speziellen Schutz der Nacht. So. Perfekt. Dann... Oh, da ist der Lotta wieder in der Nähe. Gucken wir mal, ob wir das in Schutz von seinem Rücken hier kriegen. Ja, noch sieht er uns nicht. Sehr schön. Das dürfte jetzt Valentinos Haus sein. Gucken wir noch, dass wir das hier kriegen. Ein goldener Kelch mal wieder. Hier gibt es auch jede Menge zu Speise. Zack und zack. Ich glaube, da hinten ist der Blutkelch drin. Da muss ich dann den Schlüssel verwenden, den ich von ihm geklaut habe. Aber ja, wie gesagt, dieser Zauber vergessen ist durchaus sehr nützlich, muss ich sagen. Das erspart uns sehr viel Ärger mit der Miliz, die wir sonst hätten. Links, rechts, rechts, links, rechts. 100 Goldstücke. Tja, jetzt bist du nicht mehr so reich, Valentino, der Scheißtyp. Hier gehen wir nochmal einen großen Bogen, nicht? Dass uns der Lotta hier noch sieht. Und der hat sowieso irgendwie mit uns. Der hat uns hier auf dem Kieker. Ah, der ist ja gerade... Ah, nee, okay, da steht ja schon der Hansel. Puh, Gott sei Dank ist der blind, der Herr Paladin. Wenn man halt die ganze Zeit damit beschäftigt ist, so heilig und so ehrenwert zu sein, hat man sonst nichts zu tun. 2:17 Uhr, Herr Mass. Bei Salandrill müssen wir auf jeden Fall noch einbrechen.
Aber du legst den Schlüssel, glaube ich, irgendwo auf der Kommode. Oh, nee, das ist der andere Hansel. Das ist nicht Valentino. Goldener Kerzenständer. Das ist der andere, der Erzhändler ist das. Fernando, genau. Ach, das war der Typ, der die Bandite mit Waffe beliefert hat. Stimmt. Die Bromors goldene Schale gehabt haben. Na, den sollte man mal am Morgen ansprechen, den Typ. Wenn der mal wieder wach ist, sollte man ansprechen. So ein Silberteller. Von dem weiß ich dann, weil der so in Geldnot ist, der hat seinen Blutkelch an Lema, der Geldverleiher, verliehen. Und von dem haben wir ja schon den Blutkelch. So. Ja, der Typ, der ist derzeit wirklich in Misskredit. Der muss gucken, dass er seinen Status hier als ehrenwerter Bürger der Stadt noch halten kann. Aber ich würde sagen, liebe Leute, 2 Einbrüche sind jetzt erstmal genug für den Schluss von der Episode. Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Ja, Wurstzupf, was dann sonst? Okay, und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.